Samstag, ja, ich muss vielleicht, bevor wir anfangen, noch geschwind etwas sagen. Ich finde das so cool, wie ihr dekoriert habt. Das gibt im Sommer so richtig Ferienstimmung. Wenn ich Hängematten sehe, muss ich immer beobachten, dass ich wach bleibe, weil das tut mich gerade in den Schlafmodus versetzen. Und ich mag mich erinnern, das letzte Mal war das auch so gewesen, wer immer dekoriert, das wäre ein Kompliment zum Ausrichten. Wenn man als Gast kommt, fühlt man sich irgendwie gerade schon die Heime und dann noch die Flossen. Also ich das Gefühl, da bin ich unter Schwimmerin, da bin ich am Meer, es fehlt nur noch die Sandkisten, oder? Aber wir haben ein ernsthaftes Thema heute Morgen. Ihr mögt euch alle erinnern, Samstag, 7. Oktober 2023. Das ist ein historisches Datum, weil an diesem Tag hat die Terrororganisation Hamas den Staat Israel überfallen, hat unter der israelischen Bevölkerung ein Massaker angerichtet. 1200 Menschen sind umgebracht worden, mehr als 5000 sind verletzt worden an diesem Tag. Der Staat Israel ist seit diesem Tag im Kriegszustand. Man hört das nicht mehr jeden Tag, ausser es passiert jetzt etwas Aktuelles wie im Moment. Aber die Tatsache ist, danke vielmals, da sind wir bei der Hamas. Die Tatsache ist, dass eine Situation entstanden ist, die eine Brisanz hat, wie sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr bestanden hat. Und die Angriffe, die jetzt im Moment auch wieder stattfinden, die kann Israel zwar abwehren, weil sie den Iron Dome haben, weil sie gut gewappnet sind, aber wenn die volle Schlagkraft von diesen Playern, die hinter dem Iran stehen, zum Tragen kommt, wird das nicht mehr lange. Und so können wir eigentlich sagen, im Prinzip wiederholt sich Geschichte. Weil kaum hat der David Ben-Gurion, das ist am 4. Mai 1948, kaum hat der David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen, ist auch sofort Krieg losgebrochen. Wo die Unabhängigkeit deklariert worden ist der neue Staat noch am gleichen Tag von 5 arabischen Staaten angegriffen worden. Ägypten, Jordanien, Syrien, Libyen und der Irak haben zugeschlagen. Geschichte wiederholt sich. Entschuldigung. 2500 Jahre zurückdrehen. Und das machen wir heute Morgen. Ein Schritt retour. Dann befindet sich Juda ebenfalls im Krieg. Das ist ein Bild aus dem Unabhängigkeitskrieg. Da wären wir in der Zeit, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen. Ebenfalls eine Kriegszeit. Israel befindet sich im Kampf, im Streit mit einer Weltmacht, die so brutal war damals, wie Hamas heute oder die Hezbollah. Babylonier haben Jerusalem belagert, haben die Stadt völlig zerstört, haben den Tempel am Erdboden gleich gemacht und haben die Elite vom Land nach Babylonien verschleppt. Ganz eine brutale Weltmacht war die Babylonier. Jetzt, das ist der Startpunkt von einem der wichtigsten Bücher im Alten Testament. Die Story ist für mich eine absolut faszinierende. Es gehört zum Besten, was das Alte Testament zu offerieren hat. Das Buch Daniel tut eine Zeitspanne überbrücken. Daniel ist der Text, den wir uns miteinander kurz ein bisschen auseinandersetzen. Eine Zeitspanne von 605 bis 530 vor Christus. 605, Retour 530 vor Christus. Am Anfang vom Bericht, den wir lesen in dem Buch Daniel, ist der Daniel ein junger Teenager, vielleicht etwa 14-, 15-jährig. Am Ende der Story
Am Ende des Buches ist er ein 90-jähriger Mann. Also das Buch umfasst seine gesamte Lebensspanne. Und die Story ist beeindruckend, weil sie beschreibt die Karriere, die eine unglaubliche Schraube ob sie gemacht hat. Er ist ein deportierter Geisler, er kommt auf Babylon als ein deportierter Mensch und er endet als Premierminister der einflussreichsten Nation der damaligen Zeit. Die Geschichte fängt an mit einem Drama. Wir lesen den Text im ersten Vers, also es wäre jetzt Daniel 1, erstes Kapitel und der erste Vers. Damit wir daran erinnert sind, dass biblische Geschichten nicht Geschichtli sind, sondern historisch abgesicherte Ereignisse beschreibt, wird genau gesagt, wann die Story geschieht. Im 3. Regierungsjahr von Joachim, das ist ein König von Juda, ist der König Nebukadnezar, der Babylonierkönig, mit seiner riesigen Armee nach Jerusalem gezogen und hat die Stadt belagert. Also das ist die Ausgangslage, wie sie beschrieben wird in dem Buch Daniel. Es ist Krieg. So wie jetzt. 2500 Jahre retour. Krieg. Der Nebukadnezar nimmt die Stadt ein und hat ein paar Souvenirs mitgenommen auf seinem Feldzug. Und zwar ist es interessant, wir wissen, was er mitgenommen hat. Lassen wir doch einfach, es ist am besten, wenn wir den Text für sich selber reden lassen. Das heisst, Gott lässt den König Joachim in die Hände von einem heidnischen König, dem Nebukadnezar, fallen. Und ein Teil der Tempelgegenstände sind ihm ebenfalls in die Hände gefallen. Der Nebukadnezar schleppt die ab. Die Güter, die er mitbringt, er bewahrt sie in seinem eigenen Tempel von seinen Götzen auf. Und dann sagt er zu seinem obersten Hofbeamten, Zitat, Entschuldigung, wähl dir junge Israeliten aus, zukünftige Führungsleute aus dem jüdischen Königshaus, aus der Elite vom Land. Die sollen nicht nur ein gutes Auftreten haben, die müssen gesund sein, weil denen hat er eine Aufgabe zugedenkt. Sie müssen Weisheit und Bildung mitbringen, sie müssen eine rasche Auffassungsgabe haben. Also er hat eine ganze Liste von Kriterien ihm unterbreitet und dann gesagt, die werde ich am Hof für meine eigene Herrschaft einsetzen. Danke vielmals. Die sollen nicht nur reden wie wir, Mundart, babylonisch, aber sie sollen sogar auch schreiben können. Also die müssen einen hohen Bildungsstandard nachher haben. Jetzt abgesehen von dem kostbaren Tempelschatz, übrigens hat er aus 100% Gold bestanden. Das war ein riesiges Vermögen, das er abgezügelt hat. Abgesehen von diesen physischen Schätzen hat er humane Schätze abgeschleppt. Aus dem Volk Israel Leute mitgenommen. Und der Daniel gehört zu denen, die verschleppt worden sind. So wie wir wissen, hat der Daniel seine Heimat nachher nie wieder gesehen. Er ist nicht einmal besuchsweise retour auf Israel. Der ist in Babylonien geblieben, der Rest von seinem gesamten Leben. Jetzt, der Nebukadnezar befiehlt die Operation, sagen wir dem, Assimilation. Aus der Elite der Israeliten sollen die Besten selektiert werden. Die sollen umerzogen werden. Das ist eine ganz clevere Strategie, die er fährt. Er ruft den Aspenas, das ist sein Chef de Cuisine, wie wir später feststellen, und er gibt ihm den Auftrag. Er sagt klar und deutlich, gib diesen Boys jeden Tag von dem, was du kochst. Das hat er natürlich nicht selber gemacht, er hat seine Köche gehabt, aber für das, was du vorbereitest für die königliche Tafel, sollen die ebenfalls teilnehmen daran. Die sollen das gleich essen wie ich. 3 Jahre soll das so laufen. Ich will sehen, wie die ausgebildet werden und dann kommen sie in meinen Dienst. Dann wird detailliert gesagt. Darum wissen wir, das sind nicht einfach schöne Sonntagsschulgeschichten,
sondern wir reden historische Ereignisse. Wir wissen Daten, wir wissen Namen von diesen Leuten. Und da werden sie erwähnt. Da ist der Daniel dabei, ein Hanania, ein Michael und ein Azaria. Und der oberste Hofbeamte, der Aspenas, der gibt diesen Boys jetzt andere Namen. Ich habe gefragt, wieso macht er das? Dann kommen wir gerade drauf. Der Daniel nennt den Belshazzar, der Hanania Schadrach, der Michael Meschach und der Azaria Abednego. Das sind Namen von diesen Teenager, die da verschleppt worden sind. Jetzt, Umbenennung ist der erste Programmpunkt der Umschulung. Interessant. Den Jungs werden zuerst ihre Ausweise abgenommen, bildlich gesprochen. Das heisst, ihre Identität wird ihnen weggenommen. Die kriegen neue Namen. Und aus dem deutschen Text geht nicht daraus hervor, dass die ursprünglichen Namen, die sie hatten, spezielle Bedeutung haben. In allen 4 Namen ihrer ursprünglichen Bedeutung kommt nämlich das hebräische Wort Gott vor. Interessant. Daniel bedeutet, die hebräische Sprache, Gott ist mein Richter. Hanania bedeutet, Gott ist gnädig. Beschreibt sein Wesen. Michael bedeutet, wer ist denn wie Gott? Da müsst ihr das Fragezeichen noch annehmen. Azaria, Gott ist mein Helfer. Das sind ganz wertvolle Einsichten. Das verhasste Wort Gott hat für die Babylonier verschwinden. Aus dem Daniel wird der Belshazzar, wie wir es gehört haben, aus dem Hananias wird der Schadrach, Michael wird zu Meschach und Azaria wird zu Abednego. Also, die neuen babylonischen Namen, die nehmen Bezug auf Götzen der Babylonier. Der Fall ist klar. Die 4 jungen Männer sind Juden. Die sind erzogen worden von jüdischen Eltern. Die haben an Gott geglaubt, an einen wahren, lebendigen Gott. Der babylonische König will aus Gottesdiener Königsdiener machen. Die Umerziehung hat den Zweck, die hebräischen Teenager schleichend, schrittweise ihrem Glauben sozusagen zu entziehen. Zu entfremden, kann man sagen. Sie sollen ihren jüdischen Hintergrund vergessen. Ihren Glauben an Gott liquidieren. Was der König Nebukadnezar nicht realisiert hat. Bei all dem hat Gott seine Hand im Spiel. Das zeigt sich durch das ganze Buch Daniel hindurch nachher. Da geschehen Sachen, die nicht lustig sind. Aber Gott hat seine Hand im Spiel. Da geschehen Ereignisse, die sehr problematisch sind. Gott hat seine Hand im Spiel. Da geschehen Sachen, die sie nicht verstanden haben. Gott hat seine Hand im Spiel. Der Nebu hat sich Jerusalem nicht genommen. Gott hat Jerusalem in seine Hand gegeben. Das wirft Fragen auf. Selbstverständlich. Gott wird mit diesen 4 Teenagern Geschichte schreiben. Biblische Geschichte. Fantastisch. Prophetisch. Und was wir heute in Israel erleben, ist ein Teil vom Buch Daniel. Ich würde euch Mut machen, das Buch ist jetzt nur eine Einleitung, die wir machen miteinander, das Buch nachher selber zu lesen. Also das Erste, was mit diesen 4 Teenagern passiert, die werden getestet. Die werden unter einem Prüfverfahren unterzogen.
Und dann wird das so beschrieben, wir sind jetzt in den Versen 8 und 9. Der Text wird so beschrieben. Das heisst, der Daniel hat sich vorgenommen, das war seine Überzeugung, dass er niemals am Tisch von dem König essen würde. Er würde von seinem Wein nicht trinken. Und der Grund dafür, so wie das beschrieben wird, ist, er hat damit das Gesetz Gottes missachtet, weil bestimmte Speisen im Alten Testament als unrein erachtet worden sind. Schweinegottlet beispielsweise. Jetzt bittet er, der Daniel, weil er in dem Glauben erzogen worden ist, dass es bestimmte Sachen gibt, wo man zur Ehre Gottes nicht isst. Wir sind zum Glück heute nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem Speisgesetz. Kolosser 2 macht das ganz klar. Im Neuen Bund gilt das nicht mehr. Aber für sie damals hat das Bedeutung gehabt, dass er zum Chef der Cuisine gegangen ist. Er hat mit ihm ein Gespräch geführt. Und er hat zu ihm gesagt, du, lass mal, wir würden eigentlich ganz gern verzichten auf das, was du kochst, für den königlichen Hof. Jetzt, er hat Nerven gehabt. Mir gefällt der Daniel, das ist so ein cooler Typ. Der trabt frisch, fröhlich in die Küche und er redet mit dem Aspenas. Und er sagt zu ihm, wir haben etwas gegen Fleisch und Wein. Können wir nicht bitteschön auf Diät gesetzt werden? Der Aspenas, der war so etwas von überrascht gewesen. Hebräer, wo Fasanen verschmäht, gibt's ja nicht. Veganer am Buffet vom Nebukadnezar, das gibt's ja nicht. Jetzt, damit kein Missverständnis entsteht. Die Geschichte macht keine Werbung für alternative Ernährung. Falls du Wert auf das legst, alles schön und gut. Die Geschichte macht keine Werbung für vegetarische Essgewohnheiten. Darum geht es nicht. Das ist nicht der Punkt. Daniel, sein Entschluss ist schwer verständlich. Für euch schwer zum Nachvollziehen. Weil wir haben keinen jüdischen Hintergrund. Wir verstehen die babylonische Kultur überhaupt nicht. Also was soll das Ding mit der Diät? Was soll das? Das ist eine gute Frage, ist berechtigt. Der Daniel hat die heidnische Ausbildung und einen heidnischen Namen scheinbar akzeptiert. Wenn die babylonische Schule für ihn kein Problem war, wieso soll jetzt königliche Schnitzel für ihn eins sein? Jetzt, was für uns nebensächlich erscheint, hat für ihn interessanterweise Priorität gehabt. Warum das? Es gibt mögliche Gründe. Die Speisen vom König, wir versuchen die Frage zu beantworten. Die Speisen vom König, die sind, wenn schon nicht koscher gewesen. Die sind nicht nach den Grundsätzen vom Alten Testament zubereitet worden. Vieles davon wäre für einen Hebräer zeremoniell unrein gewesen. Das ist das eine. Kommt dazu, dass alle Wein und praktisch alle Speisen bei den Babyloniern zuerst ihren Göttern geopfert worden sind. Das war das Problem für Daniel. Damals am Buffet vom König teilzunehmen, wäre eine stillschweigende Billigung vom Heidentum gewesen. Darum hat das eine bestimmte Bedeutung. Vielleicht noch ein dritter Grund. Für den Daniel hat die Gemeinschaft am Tisch von dem Herrscher auch eine symbolische Bedeutung gehabt. Hat eine symbolische Bedeutung gehabt. Damit hat er den Wert vom Nebukadnezar bestätigt. Er hat ganz andere gehabt. Die 10 Gebote. Also gemeinsames Essen impliziert für ihn gemeinsame Freundschaft,
impliziert für ihn Loyalität dem König gegenüber. Der Daniel hat dem König zwar gehorcht, später hat er auch ja in seiner Regierung gedient, absolut, aber er hat nicht den Agi erwecken, als ob das sein Freund wäre. Das ist er nicht. Zwei Welten. Andere Kultur, andere Religion. Die Abgrenzung ist für den Daniel ganz wichtig, entscheidend wichtig. Seine Kultur am Daniel, seine Kultur hat sich verändert, aber nicht sein Charakter. Sein Name ist geändert worden, aber nicht seine Natur. Der Daniel lebt äußerlich in einem heidnischen Umfeld. Total götzendienerisch orientiert. Innerlich aber bleibt er ein Kind vom lebendigen Gott. Können wir da andocken? Ich glaube schon. Es heißt im Daniel 1,8, er nahm sich fest vor. Das heißt, er hat einen Entschluss gefällt. Er war entschlossen zu seinen Grenzen zu stehen. Entschlossen zu den Grenzen, die ich mir gesetzt habe, zu stehen. Da gibt es eine persönliche Frage für dich und für mich. Welche sind deine Überzeugungen? Wo setzt du Grenzen? Gibt es für dich Grenzen? Wenn ja, wo? Gute Frage, findest du nicht? Die Frage stellt sich immer dringender in unserer Kultur. Daniel, 2500 Jahre Retourrund, hochaktuell, brandaktuell. Wie ist es weitergegangen? Der Aschpenas, Chef der Cuisine, der hört aufmerksam zu. Er ist diesen 4 Hebräer, ist er wohlgesinnt gewesen, grundsätzlich, entgegenkommend gewesen, aber er hat auch Schiss gehabt. Schiss vor dem König. Er hat Schiss gehabt, dass die Jungs ohne die königliche Filet ab dem Fleisch kommen. Dass er ein Problem würde bekommen vom König. Wir wissen, dass die Geschichten der Realität entsprechen, weil man die Städte ausgegraben hat. Babylonien ist ausgegraben worden. Archäologen haben nachgewiesen, dass es genau so war. Wir wissen über den königlichen Hof, wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir einen interessanten Hinweis im nächsten Vers. Die nächsten 2 Verse, die Verse 9 und 10. Dort heisst, dass Gott dafür gesorgt hat. Ich finde das eine absolut fabelhafte Angelegenheit. Das passt wieder zum Johannes 16. Gott hat dafür gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass der Chef der Cuisine am Daniel wohlgesinnt war, dass er Verständnis hat. Seine Bedenken, wie wir es gesagt haben, Angst vor dem König. Er hat gesagt, was ihr essen sollt. Und wenn er merkt, dass ihr nachher nicht so fit sind wie die anderen, die am Buffet teilgenommen haben, dann bin ich nachher einen Kopf kürzer. Gott sorgt dafür. Plötzlich tritt Gott ins Bild in dem 1. Kapitel. Es war kein Zufall, dass der Aschpenas in einem Wohlgesinn war. Jetzt wichtig ist, dass das Wohlwollen vom Aschpenas gekommen ist, nachdem der Daniel seinen Schritt gemacht hat. Das ist die Reihenfolge. Ich mache einen Schritt und Gott geht dann mit mir. Das ist das Prinzip, das wir da schon ganz früh sehen. Gott segnet die ihn ehren, aber zuerst braucht es einen Schritt von denen, die ihn ehren. Jetzt, der Daniel, der redet als nächstes mit dem Chefbettler und er schlägt ihm einen 10-tägigen Versuch, einen Test vor. Und sein Vorschlag ist vernünftig. Der Test ist zeitlich begrenzt. Es braucht keinen grossen Aufwand. Es ist leicht zu evaluieren,
wie er ausgeht, der Test, und die Bewilligung ist erteilt worden. Und nachdem die 10 Tage durch sind, ist der Fall klar und eindeutig. Es heisst nachher, in den Versen 15 bis 16, nach 10 Tagen, sieht Daniel und seine Kollegen fitter aus als alle anderen, die am Buffet geknabbert haben. Darum gibt der Aufseher, nach dem Test, nach dem Probelauf, gibt er ihnen eine Bewilligung, die können von jetzt an vegetarisch essen, so wie sie sich das gewünscht haben. Und das hat wunderbar geklappt. Statt an Rindsroulade haben sie an Radiesli geknabbert. Und sie haben keinen Schaden davon getragen. Sie haben Gott gedankt für das, was ihnen wichtig war, was sie mit gutem Gewissen und mit dankbarem Herzen haben können essen. Das Resultat ist davon, dass sie belohnt worden sind. Das Resultat ist davon, die Verse 17 bis 21, wir sind am Schluss schon fast von dieser Story angelangt. Bewahrung. Die Story endet mit einer positiven Note. Wir stellen fest, dass Gott die ehrt, wo ihn ehret. Gott ehrt, wer ihn ehrt. Gott steht zu denen, die zu ihm stehen. Manchmal ist das schwierig. Das braucht Mut. Manchmal braucht es saumässig viel Mut. Das ist eine koschere Sprache. Manchmal braucht es enorm viel Mut. Im Fall von Daniel ist die Belohnung unverzüglich gekommen. Leute, das ist nicht immer so. Das müssen wir realisieren. Oft dauert es lang, bis die Folgen von einer weisen Entscheidung heimkommen. In manchen Situationen kommt die Belohnung erst in der Ewigkeit. Das darf man nicht vergessen. Die Frage vom Timing ist zu überdenken. Das ist wichtig. Wie beim Lesen von Daniel könnte der Eindruck entstehen, dass wir jedes Mal umgehend überkommen, wofür wir bitten. Dann, wenn wir für unsere Überzeugungen gerade stehen, dem ist nicht so. Manchmal zahlen wir einen hohen Preis. Manchmal kollidieren Gottes Vorstellungen mit unseren Vorstellungen und das klafft auseinander. Im 17. Vers werden wir weiter informiert über die Folgen der Entscheidung, die 4 Freunde miteinander gemeinsam gefällt haben. Übrigens, Babylonien ist ausgegraben worden. Das ist das Original Stadttor, hat man Ziegel für Ziegel demontiert und in Berlin wieder aufgebaut. Wir wissen ziemlich genau Bescheid über die Stadt Babylon. Hochinteressantes Buch, das Buch Daniel. Aber was wir jetzt feststellen, im 17. Vers, dass die 4 belohnt werden für das, dass sie aufgestanden und hingestanden sind für ihren Gott. Er schenkt diesen 4 außerordentliche Weisheit, Einsicht. Ganz schnell haben sie die Summe von dem, was ihnen beigebracht worden ist aus der babylonischen Gelehrtheit, absorbiert. Und dann heisst es so beiläufig, nur beiläufig, als ein Nachgedanke. Übrigens, der Daniel hat dann Visionen und Träume deuten. Ich kenne Leute, die behaupten das von sich heute. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich so Sachen höre. Das war damals inspirierte Geschichte. Leute, die das heute von sich selber behaupten, die kannst du ganz ring testen. Wenn es von Gott kommt, tritt es ein. Wenn es nicht eintritt, ist es nicht von Gott. Ganz simpel und einfach. Und beim Daniel ist das Verblüffende, was er gesagt hat, ist in 100% der Fälle eingetroffen. Erstaunlich, was für Fähigkeiten ihm gegeben worden sind. Er hat die besondere Fähigkeit gehabt, Träume zu interpretieren. Und im nächsten Kapitel, zu dem kommen wir nicht heute Morgen, wird das Leben von diesen 4, von seiner Fähigkeit, das können zu machen, abhängen. Spannendes Buch. Vers 18 macht einen Zeitsprung ans Ende der Testzeit, die der König festgelegt hat. Wir sind am Schluss angelangt, Verse 18, 19. Nach diesen 3 Jahren
wo die entsprechend dieser Kost gelebt haben, kommt das Kommando vom Nebi. Jetzt sollen die Israeliten ihm vorgestellt werden. Der oberste Hochbeamte, der bringt sie zum König, der redet mit ihnen und da ist ihm ganz schnell klar geworden, ihm ist bewusst worden, der Daniel, der Hanania, Michael und der Asaria, die alten Namen, hat alle anderen ausgestochen. Die sind denen weit überlegen gewesen. Und dann wieder nur ein Nebensatz, sozusagen, eine kurze Beleuchtung. Ab jetzt gehören die sofort zu seinem Beraterstab. Der hat sofort erkannt, dass da etwas Spezielles abgegangen ist und hat sie befördert. Beim Schlussexamen sind sämtliche wichtigen Fächer der Babylonier auf dem Programm gestanden. Geschichte, Wirtschaft, Mathematik, Astronomie, babylonische Sprache, babylonische Religion. Das Resultat war eindeutig und umwerfend. Die haben Bestnoten erreicht in jedem von diesen Gebieten. Und so sind sie sofort befördert worden, wie wir es gerade gelesen haben. Absolut erstaunliches Phänomen. Hat der Nebukadnezar erkannt, was sich da ereignet hat. Jetzt, bevor wir das Kapitel verlassen, stellt sich die Frage, und ich glaube, das ist etwas, was wir immer machen sollten, wenn man eine Predigt hört oder wenn man eine Andacht selber liest. Man sollte sich immer fragen, nicht nur, was habe ich jetzt für Informationen aufgenommen, sondern muss sich fragen, was mache ich mit dem, was ich gehört habe. Also ganz kurz noch 2 Gedanken. Wie lässt sich das anwenden? Was mache ich mit dieser an sich ja interessanten Story, damit sie in mir Fuß fassen kann? Damit das Wort Wurzeln schlägt? Wo liegt die Anwendung für heute? Ein Aspekt ist sicher der. Check, beobacht, pass auf, schau, realisier, was um dich herum abgeht. Bist kein Träumer. Bist vor allem kein frommer Träumer. Bist Realist. In unserer Gesellschaft ist Toleranz ein Trendwort. Wert wird immer mehr wertlos. Wert wird wertlos. Alles hat Platz, alles geht. Unser Denken wird so wie die 4 Teenager, wird sukzessiv umgepolt. Das passiert schleichend. Bei Daniel und seinen Kumpels ist das geschehen, ist das passiert. Durch systematisches Brainwashing, würde man sagen auf Englisch. Brainwashing ist Gehirnwäsche. Die jungen Männer sollen von ihrer jüdisch-gläubigen Prägung befreit werden. Praktisch hat das geheissen, eine neue Umgebung. Eine neue Ausbildung, eine neue Religion, eine neue Kultur, eine neue Sprache, eine neue Diät und ganz besonders eine neue Identität. Da sind wir erst zu weit. 2500 Jahre später hat sich eigentlich wenig geändert. Taktisch läuft das Gleiche ab. Wer nicht aufpasst, der wird schleichend vom christlichen Grundkonsens, den wir einmal bejaht haben, entfremdet, wenn er nicht aufpasst. Wir werden von unserem Erbe entfremdet, wenn wir nicht auf der Hut sind. Junge Menschen sind naturgemäß ein bisschen mehr gefährdet, weil das Erbe noch weich ist. Der junge Mensch. Wir sind gut beraten, wach zu bleiben. Wach zu bleiben. Das ist ein Aspekt, den wir aus dieser Story sicher ableiten können. Ich will zu dem Gottesdienst ausgehen, mit hellen Ohren, mit wachen Augen und mir Fragen stellen, dort, wo mir Sachen suspekt vorkommen. Ich will austauschen mit anderen. Was haltest du von dem? Siehst du das als ein Problem? Ist das okay? Austausch, ganz wichtig. Und das Zweite,
Und mit dem schliessen wir. Aus dieser Story leite ich das Prinzip ab. Ich muss im Voraus bestimmte Sachen festmachen, bevor die Situation eintritt. Weil wenn sie eintritt, bin ich am Rotieren. Manche Entschlüsse, die können nicht spontan gefällt werden. Ich muss mich entscheiden, wo ich zu Kompromiss in der Lage bin und wo nicht. Wo ich sage, das ist eine rote Linie im Sand. Über die gibt es keinen Übertritt. Beim Daniel hat das geheißen Verzicht auf den königlichen Food. Und wenn wir den Entschluss nachvollziehen können, das ist nicht wesentlich. Wichtig ist, dass der Daniel eine Linie in den Sand gezogen hat. Und wichtig ist, dass du und ich die Linien erziehen. Deine Linie liegt anderswo als meine. Und umgekehrt. Aber wenn wir nicht irgendwann, irgendwo den Strich ziehen, werden wir Babylonier. Geht nicht. Unser christliches Zeugnis wird dann weniger als wertlos. Also denk voraus. Entscheid, was du nicht tun wirst. Und tu es nicht. Du sagst ja, das ist schneller gesagt als gemacht. Einverstanden. Einverstanden. Im letzten Vers vom Kapitel heißt es, und der Daniel ist an dem Königshof geblieben. Daniel blieb am Königshof bis ins erste Regierungsjahr vom Kyros. Einfach nochmal zum Sagen, das sind historische Figuren. Über den Kyros hat man alles ausgegraben, was man finden über ihn. Das sind historische Persönlichkeiten. Und der Daniel ist geblieben. Auf gut Schweizerdeutsch. Er ist geblieben. Jetzt, was wie eine beiläufige Bemerkung aussieht, ist mehr als das. Beachte, das heisst nicht, und Nebukadnezar blieb. Nein, der ist nicht geblieben, der ist absolviert worden. Und zwar ganz schnell. Der Daniel ist geblieben. Der aufgestanden ist und eingestanden ist für den lebendigen Gott, der ist geblieben. Er ist geblieben mehr als 60 Jahre. Lang nachdem der Nebukadnezar abserviert worden ist, hat der Daniel als Chefberater für andere Könige gedient. Und all das, weil er den Mut hatte, im richtigen Moment hinzustehen und zu sagen, das machen wir nicht. Predigt zusammengefasst auf einen Satz, und damit sind wir am Schluss. Auf einen Satz zusammengefasst. Leute, es braucht Mut. Niemand sagt, dass das, was da im Daniel beschrieben ist in dem ersten Kapitel, dass das einfach ist. Schlicht und einfach nicht so. Es braucht Mut, für Gott aufzustehen und einzustehen. Aber der Punkt ist, wer das macht, der ehrt Gott. Darf ich dich bitte kurz aufstehen? Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort 2500 Jahre alt ist die Story gewesen, die wir angeschaut haben. Dass es immer noch, heute noch, zu Neues, zu mir ganz persönlich redet. Ich würde dich bitten, dass du bei jedem von uns das bewirkst mit dem Gehörten, das du bezweckst. Wir danken dir dafür. Amen. Dürftest du wieder Platz nehmen?